Das kann jetzt nicht sein. Ich setze mich jetzt hier. Jetzt in der Sekunden und man hört was? Genau. Aber der Servus und grüß euch zu einer knackfrischen, brandneuen Ausgabe Bayerisch für Anfänger. Heutiges Thema sind bayerische Mengenangaben. Bitte denkt jetzt nicht bei solchen Themen immer gleich, dann gingen die Ideen aus. Das stimmt nicht, ich habe sehr viele Ideen, bloß ich kann ja nicht immer die ganzen Highlights bringen und irgendwann gingen mir dann die Ideen aus und dann bringe ich eher noch, ich sage mal, Sachen, die jetzt nicht gerade so erinnern sind, weil jetzt Laternenmaß-Anleitung, das singt nicht an, es kommen noch viele interessante Videos. Aber jetzt erst einmal zu die Mengenbezeichnungsdingsterbumster da, ihr wisst Bescheid. Und da fangen wir jetzt bei ganz kleinen Mengeneinheiten an und das erste, was wir haben, ist der Spruz. Der Spruz, das war zu Deutsch übersetzt wie eine Spritze. Also jetzt eine ganz kleine Spritze halt. Ein Spruz. Das gleiche funktioniert auch mit trockenen Sachen. Dabei war es dann ein Pries. Das kennen wir ja schon vom Schnupftabak. Eine kleine Prise Salz oder was, das ist ein Pries. Eine ganz kleine Menge Flüssigkeit war ein Neuchel. Ein Neuchel, das wird auch als Bezeichnung hergenommen für die Neige in einem Glas. Wenn ich jetzt praktisch alles ausgetrunken habe, bis auf einen Zentimeter unter dem Boden, dann ist es nur ein Neuchel, eine Neige, aber es wird bei uns eigentlich auch für kleine Flüssigkeitsmengen bezeichnet, also Neuchel. Haben wir ein Neuchel erreicht, dann sollte man sich schleunigst was Neues bestellen und dann kriegt man hoffentlich einen Liter. Ein Liter ist ein Liter. Maßangaben bei Bierausschank oder ähnlichen Sachen auf Festlern werden meistens in Hektar angegeben. Hektar ist eigentlich nicht die Abkürzung für Hektoliter, heißt praktisch 100 Liter ein Hektoliter. Wobei wir jetzt auch schon zu Gewichtseinheiten kommen. Und gut, Gramm, das gibt es jetzt nichts. Ein Kilo wird einmal auch als Kilo ausgesprochen, als wäre es mit einem Ü geschrieben. Oftmals werden auch noch ältere Bezeichnungen bei ein Pfund hergenommen, also ein halbes Kilo ist ein Pfund. 50 Kilo ist ein Zenten und oftmals wird auch die 100 Kilo Marke als Doppelzenten bezeichnet. Dann, wer ein bisschen holztechnisch unterwegs ist oder mit dem Wald was zum tun hat, weiß, 1 Kubikmeter Holz oder Brennholz ist ein Steher. Und wenn ich jetzt einmal einen Samstag im Wald fahre und hole ein wenig Holz haben und sage mal, ich mache da einen ganzen Anhänger voll, dann sagt man, das ist ein Vattel. Ein Vattel ist also somit keine genaue Angabe von einer Menge oder von einem Volumen oder sonst was, sondern ein Vattel ist eigentlich immer ein Anhänger. Das kann jetzt ein ganz kleiner Anhänger sein, das kann aber auch ein Riesenanhänger sein. Aber ein Anhänger voll, das ist immer ein Vattel. Somit waren wir dann für heute schon durch mit Bayerisch für Anfänger. Wie gesagt, es werden definitiv auch noch andere Anleitungen für Biermischgetränke kommen, aber ich kann nicht alleweil bei irgendwelchen Bierzeugs, da glauben die Leute, ich bin Alkoholiker. Aber es kommt und es kommt noch einiges mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder alles Bayerisch für Anfänger oder irgendein anderer Schmarrn auf meinem Kanal hochgeladen wird. Servus, bis zum nächsten Mal, bleibt dabei, dauert nicht mehr lang, dann haben wir 3000 Abonnenten. Gefällt mir narrisch, denkt aber dran, Satz, Freundli!